wir freuen uns so, dass wir können, hier sind. Wir sind eine interessante Geschichte und so ist es nicht viel, dann wird die Geschichte nu mal, ich weiß nicht, was ich soll sagen, ernst, wenn das noch nicht ernst war, aber nur wird die Bibel bereut. Im Sinne von, wir haben 11 Kapitel gelesen und Derch studiert von 1. Mose. Und wir wollten nun Dinge sind passiert, die Welt ist ganz verändert worden. Und wir hielten Ferien sind noch ab mit Bibel. Und wir wollten dort Gott verstehen, die Menschen. Aber da sind noch ein paar Dinge, wo ich von dir gleich mitnehmen von unserem letzten Kurs. So, wir haben eine Ahnung von wie viel Jahren zwischen Noah seine Arche und Babel sind. Erstens. Weißt du, was eine interessante Frau ist? Wenn dort merkt, die Geschichte von Babel noch ernster für uns von dir. So, wir haben uns sind nach alles rückgerufen von Gott muss angreifen, Gott versteht die Welt, aber wir haben uns wenig beschäftigt mit, was da passiert. So ich die Bibel lesen kann, und wenn ich so ein Zettelblatt noch mitgebracht habe, du so dass die Zeit alle von wann wer wo geboren wird. Und wenn wir am 1. Mose Kapitel 10 uns lesen, dann wo wir an dort das Nimrod, von was wir vorher mal geredet haben, dort wir die große Stadt bühren dort ist, wenn wie du an 1. Mose 10, Vers 6 anfängt zu lesen, dann sagt dort, haben sie eine Sehenswürden Kusch, Misraim, Put in Kanaan. Und dann Vers 7 sagt, Kusch seine Sehenswürden Seba, Havila, Sabta, Ragma und Sabakta, Ragma seine Sehenswürden Saba in Dedan. Und dann kommt du der Vers 8, wo du sagst, Kusch, wir Nimrod sind Führer. So, du sind 3 Generationen von Noah, dann jaft dort Ham, und dann Kusch, und dann jaft dort den Präsident von der Stadt Babel. Okay, vielleicht ist ein klein bisschen bosig, aber ich brauche noch einmal. So, wenn wir im Vers 6, du Ham, Vers 7 ist Kusch, und dann im Vers 8 sagt dort, Kusch wir Nimrod sind Führer. So, das sind 3 Generationen. Noah, Ham, Kusch, und dann von du, dort Eva. Dann wollen wir aber im Vers 25, du hast noch eine besondere Beschreibung von, was passiert. So, ich habe Ihnen dort vorhin gesagt, wenn wir einen Text lesen mit einem Register von Menschen, wenn du eine Beschreibung hast, bitte, dort wie den sind jung, dort ist wichtig. Dann soll wir die Ohren spitz merken, dann soll wir horchen. So, bei Nimrod sagt dort wie der, das steht aller Büt, so wir wollten dort die Babel-Geschichte, hat man den zu tun. Dann lesen wir am Vers 25, dort wir Mann, der heißt Peleg, und dort sagt du eine Beschreibung von dessen Mensch, so dort meint so viel, das was wichtig. So, Vers 25 sagt, Heibert hat 2 Sehens, der eine heißt Peleg, weil an dem seine Zeit spult sich die Erde, in dem sein Bruder heißt Kjoakj. So, dann habe du eine Beschreibung, was wir dann sollen unbedingt wollen wollten, was bedeutet. So ist ich dort verstehe, dort wird deutlich die Erde, hat nichts zu tun mit, dort die Welt auf dem Mund zwei Bita wird. Dort hat du zu tun mit, dort die Menschen auf der Welt verstreten sich. Und wenn wir uns hier so dann auf unsere Liste checken, das Mann Peleg, was wir du am Vers 25 haben, der wird geboren unter 1757 nur der Schöpfung. Wer weiß, wie viel Luther aus der Sintflut das ist? 101 Jahre. Okay? So, wenn, das sagt nicht krack, der Vers 25 sagt bloß, das passierte in seiner Zeit. Das Peleg, wie alt war der?
239 Jahre. So, wenn das Mann Peleg, zu wem seine Zeit dort passiert, 239 Jahre alt wird, und wie 101 Jahre nur der Sintflut sind, dann habe ich einen Spielraum von, mal sagen, mehr oder weniger 100 bis 300 Jahre nur der Sintflut. Da meint so viel, dass die Bibelgeschichte, die merkt, in welcher Hinsicht haben, mehr sind dort Noah seine Geschichte, wie sehr frisch. Noah seine Geschichte, wie noch so, ja, wir gehen Noah früher. Wenn wir Peleg sein Dutem fing, da meint so viel, dass das Peleg, der starb noch vor Noah. Das merkt das bloß noch interessanter. So, der Mann wurde die Zeit mal bestätigt von, ja, nu versterben die Menschen auf der Welt, der starb eher als Noah. Und Noah kann die Geschichte noch vertellen, ja, wie wir noch das Chap, weißt du noch? Aber dann kommt noch ein Ding, was wir nicht wirklich lesen. Wer weiß, was für ein Term du soll gebaut werden? Was wären die 2 Ingredienten für diesen Term? Gebrannte Teilen. Was für ein Wort ist das? Wo finden wir das noch vorher in der Bibel? Der Arche. Okay, so nu wollen wir diese Geschichte noch interessanter machen. Wenn Noah ein Schafbüd mal halt, und das selbe Tier, was hier erwähnt. Die wollen einen Tarm bauen mit gebrannten Teilen und die wollen die dicht schmieren mit Teer. Was wollen die Jungs tun? Die wollen nicht noch einmal versuchen. Manche, wo widersprechend die Bibelgeschichte ist für den Bund, was Gott mit Noah macht. Was hat Gott zu Noah gesagt? Das wird nie nicht mehr passieren. Ich will es nicht versuchen. Und der hat es nicht bloß gesagt, der hat den Himmel noch einen schmacken Regenbaum vor. Und gesagt, wenn ich den Regenbaum war sein, dann wird mir an Jünd erinnern und dann wird die Welt niemals mehr versuchen lassen. Und nu, wer will sagen, 300 Jahre, 100 bis 300 Jahre Luther, dann kommt ein Mann ab, der wird beschrieben als das Krieg, wow, das Mathemann, ja, ein Politiker, oder die kenne ich. Und dann sagt er, ja, wir haben uns mal einen Tarn bauen, wir wollen nicht verstrahlt worden. Wir wollen uns hier versichern, wir wollen das einen Tarn fändig schmieren. Und dann wollen wir, wann auf einmal soll Gewitter kommen, dann reißt wir alle dann ab. Und Gott kam drauf, bekickt sich dort und dann sagt er, no, Jungs, das hält nicht an, was ihr hier tut. Und dann teilt die Welt sich, der verstreut sich auf die ganze Welt, was wir von dir haben. Wenn wir die Geschichte mitnehmen, dann ist hier noch ein Ding, was die wurden gleichen zu beobachten. So die alle, die wurden sehr interessant geschnitten. Wir wollten dort Noah, wie die letzte Generation, was bei den 900 wird. Dann habe ich ein kleines Strippchen, was bei den 400 wird. Und dann bei Peleg, nur den Babelturm, wurde alle raufgeschnitten, nur die 200. So, das ist bloß noch ein interessanter Ding, was ich beobachten darf. Dort nur den Babelturm wird die Lebenserwartung noch härter geschnitten und die Menschen lebten nicht mehr so lange, als was die vorher deuten. Wenn wir die Geschichte nun ziemlich bewusst sind, dann wollen wir uns so nun noch ans Nierblatt, das was die von der Samarischen gekriegt haben, Handblättern, und die Zeit, an was das Blatt feststellen wird, dort hat die Zeit von dort Versprechen. So, wir wollten nun ein Teil, was angegangen ist, und wir wollten auch dort nur die aller Zeit nur Abraham und Noah sehen Sem, die leben zu derselben Zeit. Also, wir wollen uns hier so dann nu am switchen.
Noah ist dann grüß gestorben, 2 Jahre vor Abraham geboren wird. Aber Tim, dort wir uns Sachen sind, sind wir ab dort Schöpf. Okay? Sam hat die Tiere gefordert, was die Welt frisch besaat haben. Und ich weiß nicht, was ihr dort mit interessant wird, aber mir das. Wenn wir bewusst sind, dass Sam lebt mit Abraham zugleich, dann haben wir eine interessante Geschichte in der Bibel. Dann ist die Bibel nicht mehr bloß diese Geschichte, was mit Abraham. Dann ist dort, die lebt noch. Und die können noch gut zusammen fragen, hey, was ist hier mit den Elefanten oder was immer. Die können gut nicht hier. Und dann fängt diese Geschichte an. Gott hat einen Plan, und ich will mit Ihnen drehen, nur 1. Mose, Kapitel 12, Moses schrieb uns die Geschichte ziemlich kort, durch den Bibelterm, dann blieben wir mehrere Jahre alt, und dann fängt dort im 1. Mose 12, Vers 1 an. Wer würde mal gleich zu lesen? 1. Mose 12, von 1 bis 3. Sehr gut. So, du hast dann nu der Gott redet mit Abraham. Und dann wollen wir uns hier eine Liste merken mit Dingen, was ist dann nu so besonders. Wo soll Abraham und was geht alles an mit denen. So in Vers 1, du in 1. Mose 12, 1 sagt dort, verlut dein Land, deine Lied und dein Fuder sein Haus. Okay, so das erste Ding, was Gott zu Abraham sagt, ist verlut. Du war wie Luther noch mehr von Han, von wo soll er verluten? Aber hier so wurden 3 Dinge abgelaufen. Was soll Abraham alles verluten? Wann wir waren nur gebracht? Verlut, Land, muy bien. Okay, so du hast eine ganze Liste von, was Gott zu denen sagt, verlut. Und dann im Vers 2 sagt dort, was will Gott tun mit Abraham, wenn das ist passiert wird. Okay, so das alles fehlt uns nicht. Nu will Gott ein Volk, wo schreibt die Bibel dort? Volk, ja. Ich will von die ein großes Volk merken. Und was noch? Volk, ich will die segnen. Was noch? Sag gut, fluchen. Was noch? Das alles? Meeskrak. De laatste eindje, dat we alles raakt. Dat zegt du, ik wil die noem wit bekend merken, aber du hänger an, kommt da noch das Wichtigste. Du wirst ein Segen sein. So, Gott will nicht bloß Abraham segnen, Abraham soll ein Segen sein. Okay? Dann im Vers 3, ich will die segnen, die segnen, und ich will einen Fluch ab die bringen, die einen Fluch ab die bringen. Dann kommt das Allerwichtigste, wo wir hin wollen. In Derch die worden alle Völker auf der Erde gesegnet sein. Also der rote Streck, wo im Garten Eden anfängt, weil Gott zu Eva sagt, von denen nu kommen, was wir kommen, was der Schlangen den Kopf wegkriegen, der geht wieder.
En we weten dat Abraham als nu komt van Eva. En nu hebben we hier een Abraham en die wordt dan nu als een zegen gemerkt. God wil met Abraham een groot deel onstellen. Maar er zijn een paar dingen wat Abraham opferen moet en zal, zodat dit kan passeren. So, God komt nu Abraham en dat eerste wat hij erin zegt, trek maar weg. Neem de wichtigste dingen, lood op die kameel en dan zijn door land, vrienden en familie, die blijven alle door. God wil Abraham metnemen. En we weten, Abraham slaapt zich nog een sobrino met en zo'n dingetje zo staat. Maar we weten dat Abraham trok weg. En 13, wer wil deze lezen? 1 Mose 13 van vers 14 tot 18. Sehr gut. So, wat is hier nu bijgedaan bij dit pak? Eerste Mal, wat God te Abraham redt, zegt God te Abraham, trek weg. Dan zegt ik wil die een groot volk maken, ik wil die zegenen die zegenen, ik wil die vloeken wat die vloeken. En alle veldja, door die zullen gezegend worden. Wat is hier nu niet? Wat redt God te Abraham zum tweede Mal? Sehr gut. So, die soll hier das Land verlassen. Nu sagt Gott zu denen, ich will die einen großen Klumpen Land geben. Und ich habe mir ein paar Mal das vorgestellt, wenn ich nur dabei war, hier nur diese Gegend, wenn ich nach halben Weg ist bei Bronco, da sind noch ganz boven auf der Boy, und dann habe ich für meine Arbeiter gefragt, ich wonder, wo weit das ist, was unsere Uhren checken kann. Dat is bij mij voor een vrouw. Okay. Wanneer redt mijn uren zich af? En hier zegt dat, check nu alle 4 Seiten en dat land wat je zijn kost, daar wil ik die geven. Dat is een groot klap land. Dat is niet voor dat Isaac denkt, ik wil die een Duitsland geven. Maar zit hier, allemaal, God wil een Duitsland geven. Dat wir nicht bloß so, ja, hier kostet am halben Tag, dann kostet auch noch Bühnen und 23 Seiten mal. Da wir es lohnt nicht Spaß. Dat wir interessante kijken. Als du nog eens wat God hier ten tweede Mal te Abraham zegt, wat de ongoen zal. Sehr gut. So, dus lohnt. En hier zegt Gott al dat die wel een volk merken, aber zum tweede Mal zegt God, zo stoffen bij je, een klompen. En dat is een deel mensen. Ik vind het nog niet mooie proefstof te talen, en dat is incredibel veel. Maar God redt frisch met Abraham, en die merkt dit nog einmal interessanter. So, we worden ons deze andere, nu 1 Mose 15, du zegt, redt God nog einmal met Abraham, zodat speelt zich zo dat we nog aangewandt hebben. Alle dagen waren, schuim de haar, en dan reden met Abraham, en dat heeft zich niet nog schijn goed. En in kapitel 15, vers 13 tot 16, du redt de haar frisch met Abraham. Wer wil du lezen? 1 Mose 15, van vers 13 tot 16.
Sehr gut. So, Gott redet zu Abraham noch zum dritten Mal und dann fängt wie du mit so, noch gerade ausscheingen. Das tut mir leid, aber das sagt mir das verstehen. Wenn wir das lässt bechecken, dann merken wir, dass Gott sagt zu Abraham, verlot erstmal alles. Und Abraham ist so gläubig und der lud sein Kamel und das fort. Und dann zum zweiten Mal redet Gott mit denen und dann sagt er, ich will einen großen Klamm Land die geben, check die mal ran, dass alles dient. Und dann sagt er, ich will die in Doll Nukum geben. Und hier im Kapitel 15 hat Abraham noch nicht mal ein Kind. Und dann sagt Gott zu denen, ja, die Nukum werden Sklaven sein. Und ich stelle mir mal so für Abraham, war leicht bei sich selbst. Wow, meine Nukum Sklaven, ich habe keine Nukum. Wem wollen die zu Sklaven merken? Und dort wenn ich nicht Fleisch gehen lud, ich stelle mir mal so für, da eine speziell geben. Noch geht es mir Land geben, Tjenja, kann ich mal Tjenja nicht jetzt von Sklaven, was ja an. Das war mir doch mir gefallen. Hey, was mit Abraham? Pobrecito. Das ist ein bisschen abuso. Aber wir fingen hier so dort, Gott redet mit denen und dann sagt er, du, ab verriech werden die nur kommen, Fremde sein in ein Land, und er nicht gehört. Also, nu sagt Gott, das Land wacht noch ein bisschen. Die nur kommen, da werden sich hier in der Wüste rambistern. Deuten die? Ja, wusste dann der Josef im Baum nennen, erst wenn er will hat. Da wird nicht mal der Land. Die werden die Kassen auf den Oberstadt. Besser dort. Wie wir merken, dort Abraham seine Nukum, die werden Welt im Sinn von Land, was Ägypten. Und wir denken du nicht an, dass Gott hat gesagt, ich will einen kleinen Land geben. Und der bist dann sagt, aber nicht bloß, der sagt, ab verriech werden die Nukum nicht Lohn haben, der sagt, der waren verskluft worden. So, wenn wir uns das lässt, nur ein klein bisschen Schmacker hier so handschreiben, Gott sagte Abraham, ich will die Land tjengen und ich will die Brücken zum Sehen uitdelen. Und dort spürt sich so, das hat alle nichts. Wenn ver ein von der kommen ist, du es noch nicht mal ein Kind abspüren, dann sagt Gott zu Abraham, der war nicht lohnt han, nicht lohnt, und der waren Sklaven sein, für wie lang? 400 Jahre. So Gott sagt denen noch mal mit Nummers. Und dann, was sagt Gott denn hier noch? Da war 4 Generationen hier. 4 Generationen. Generation. Okay, also. Das erste und das zweite Mal, wo Gott mit Abraham redet, dort lecken sich bloß rein nicht mit dem dritten Mal. Gott sagt zu denen, du wirst nicht lohnt haben, die Tjenger werden sich heranbesseln, dann werden die 400 Jahre Sklaven sein, dann mal sehen, was dann alles ist. Dann aber im 15. und 16. Kapitel wird die Geschichte traurig. Abraham und Sarah versinnen sich gescheit mit der Kjoakj, dann ein Kind, das er nie nicht haben soll haben. Und dann aber im Kapitel 17 redet Gott frisch mit Abraham. In diesem 17 Vers 1 und wieder lesen, wie es steht. Wenn ihr wollt, lest hier mit. 1. Mose 17, 1 und wieder sagt dort, als Abraham 99 Jahre alt war, hat er eine Erfahrung, wo der Herr nur am Scheimen sieht. Ich sehe Gott, der alle Macht hat, wandel nur mein Willen und verschuld die nicht. Ich will einen Bund zwischen mir und die mir an, und ich will die viel nur kommen geben. Damit voll Abraham auf sein Gesicht und Gott sagt zu ihm, nu weißt dort mein Bund mit dir ist, und du wirst der Vater über viele Völker sein. Die Namen, was wiederhans nicht Abraham sind, die Namen, was Abraham sind, wills ich, die ein Vater über viele Völker merk. Ich will die sehr viel Nukum geben, sodass du Völker und Kennigs von die kommen wird. Ich will meinen Bund mit die in die Nukum der ihre Generationen nur die einen ewigen Bund merken. Ich will
in die nu komen God zijn. Ik wil die in die nu komen nu die dat land geven, wo du rumgewandert hast, dat ganze Land Kanaan. Dort sei dort als ein Eiwit aufgebaut haben, en ik God zijn war. En God zei te Abraham, nu is dort op te die en die Kinder en Grootkinder, dat je den bund houden durch all jene tiden. God wil een bund maken met Abraham, nu dem dort Abraham zich versündigt hat, en God sagte den, ik wil een bund maken met die. Wat is de bund? Een bund heeft twee zijden. Wat verspricht God Abraham an dessen bund? Dat al dat wat den vorher versprochen hat, Land, Kinder an der See, wird Wirklichkeit werden. Aber das ist eine Bedingung. Was ist die Bedingung damit? Im Vers 9 sagt dort, und Gott sagte Abraham, nu ist dort ab zu die en die Kinder en Grootkinder, dat die den Bund houden durch all jene tiden. Dit is mijn bund, den du en die nu komen, nu die houden zal. En jeder einer von jene Jungs soll beschnitten worden. Je zal jun an der Verhüt und alle Jungs in Männer beschnitten und dort wird dort Teken sein von dem Bund zwischen mir und jün. Jeder Mann und jeder junge Mann, der mehr als 8 Jahre alt ist, soll beschnitten werden. Der wird man geboren worden sind und der wird je von Fremden mit Geld gekauft haben, sollen beschnitten werden, so soll mein Bund aus ein ewigen Bund und jün Fleisch klar sein. Jeder Mann, der nicht an der Verhüt beschnitten wird, soll aus dem Volk gestartet werden, der hat dann mein Bund gebrochen. So dann weit wieder du wie ein Bund von der Beschneidung. Und dann, wenn die Männer ihn einmal gefragt haben, wo jäuft dort Sohn, dort im Fuhrer, wo sie ein 8-jähriges Baby zum Tempel bringen, um den Verhüt aufschneiden, und dort hat mit weiter, dann fragt ihn, wo ihr, wo die han wohl dessen Sehen kriegen. Wenn du das weißt, dass Gott hat Land, Kinder, und noch alles ewig auch noch versprechen, dann wirst du sagen, okay, wenn das alles ist, was er braucht, hier ist mein Kind. Beschneid ihn mal. Wenn ich will das unbedingt kriegen. Den Bund will man anholen, wenn wir nicht bloß eine Beschneidung für Jud so. Dass wir eine Beschneidung für Gott hat versprochen, mir was zu geben, und er verlangt, dass ich das auch träge. Der Geschichte mit dem Bund bleibt du nicht stehen, wenn im Vers 15 du sagst, und Gott sagt zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du nicht länger Sarai nennen, aber Sarah. Ich war sehen, ich war die unbedingt durch einen Sehen geben. Ich war sehen, und sie wird die Mutter von Völkern sein, du wirst nichts von ihr aufstehen. Dann schneidet Abraham sich bei der Erde und lacht, heute kann ein Mann, der 100 Jahre alt ist, noch ein Fuhrer werden? Soll Sarah, der 90 Jahre alt ist, noch ein kleines Kind haben? Und Abraham sagt zu Gott, wenn du doch Ismael aus meinem Aufkuss haben. Und Gott sagt, nee. Deine Frau Sarah wird einen Sohn haben, den sollst du Isaac nennen. Ich will meinen Bund mit anmerken, dass es ein ewiger Bund ist, mit seinen Nachkommen Noah. Wow, da hört sich nicht, da ist nur eine Geschichte, was uns von der Welt interessiert. Gott hat allmählich im Bund von einem 8-jährigen Kind beschnitten, mit Abraham berät. Und Abraham hat noch nicht ein Kind. 8 Jahre. Da merkt so schön sein, nur uns menschliches Verstand. Gott hat Abraham weit was alles gesagt. Und Abraham alle jeder Tag, denn sein Bord wird immer weiter. Und in seine Knöchel bühen sich jeder Tag mit Schwander. Und nichts passiert. Und Gott kam immer weiter und redet mit ihm. Abraham war sich zwischen einem versündigt und 13 Jahre jung, wird nicht der Ohr wie, wo das soll sein. Und Gott kam und sagt, hey, ich will noch mal einen Bund mehr mit dir. Du brauchst sie bloß beschneiden lassen, und die Kinder beschneiden, und ich will die sehen. Und Abraham sagt, du sollst, wenn du bloß mal kannst, das einen anderen Jungen nehmen. Wenn ich kann.
En ik sta niet meer zo ver dat deed zeer schwer. Wir fingen im 18, 1. Mose 18. Wenn wir durchlesen, dann sagt dort, du es steht, der Herr sagt, ein Jahr komme ich hier wieder hin und dann wird Sarah deine Früh einsehen haben. So, wir wollten dort alles von neuer. Dann sagt Gott, ja, nu habe ich keine Zeit anstrecken. Und dann wird dort von du bloß noch von hier, der hat einen Besuch, und von du ein Jahr. Dann wird der Zeit gekommen. Wie alt wie Abraham willst, den sein Jung geboren wird. Das ist mir alles. Hey. Wie alt wird er? 100 Jahre? 100 oder 109? Der wird auch mal alt, zu alt zum Zingen haben. Und Gott hält sein Versprechen und hilft ihnen jung. In dem Vers 19, 18 und 19, so fingen wir dann endlich nach der Ursache, wo so Gott sich ein Volk wählt. Wir lesen nur im 1. Mose 18, Vers 18 und 19 so steht. Waar ik wel voets van vers 17 wieder lesen. Dat sagt, en de Herr doch, soll ich dort von Abraham holen, wat ich doen wil? Wann hij doch, wat ein großes und starkes Volk waren, in alle Völker beirrt, der am gesehen wird? Nee. Also Gott will nicht im Plitschen holen, was Gott verhält. Dann sagt er, du es steht, ich habe am dort gewählt, dort hij seine Kinder in Nukum und gerechten soll, dem Herrn sein Willen zu tun. Sie sollen nun reich sein und gerecht sein, so dass der Herr Abraham dort geben kann, was er am versprochen hat. Was ist dann nu das große Ding? Wo soll ein Volk? Was merkt die Geschichte von der Welt so besonders, dass Gott raufkommt und Abraham wählt und sagt, mir fehlt ein Volk. Die sollen belehrt sein. Okay, wenn ihr das Papier da habt, dann will ich von dir noch einmal ein bisschen Aufmerksamkeit merken auf alles. Von Noah, von Adam bis Abraham, ist eigentlich eine kurze Zeit. Wie kann du so sehr einfach die alle Führer aus Evidenz, aus die Beweis für was wirklich angewohnt wir haben. Die Menschen leben 900 Jahre und die können für lang die Geschichte vertellen von was angewohnt. En dat de soort van leven ontdekken, die speed zeer boezig op. En de geschichte wordt, nu min zegt nu, boezig uitgestorven, wat als alles tot de Schöpfungszeit passiert. Ik heb mir als kind immer de Frau gefragt, wat wir so besonders von Abraham? Wat müssen nicht bloß die Menschen leben? Aber wenn wir diesen Vers, diese Begegnung im Kapitel 18 von 1. Mose lesen, dann weiß wir dort, wie ein Wurm.
Du sind ein paar Dinge ganz klar abgeschrieben, wo so Gott ein Volk will und nicht bloß die Menschen leben, so willen Menschen. Wie fing du so im Vers 19, ich habe am dort gewählt, und dann sagt du, wo so. So, wer wir mal haben operieren, was die Ursache, wo so Gott Abraham wählt. Okay, wem? So gut, so das soll denn seine Kinder unrechten, über Wort. So gut, Gottes Wahl. Hast du noch Herz, was wir du sollen bieten? Okay. Gerechtigkeit. Und was noch? Nur das reicht. Wieso? Wieso fehlt dit te doen? Okay? Door dat Bund, wat Gott mit Abraham gemacht hat, kann Wirklichkeit werden. Wir fingen dort hier so ab unser Lest von dir. Abraham hat gewählt mang duizenden Menschen. Und dort war ein besonderer Mann, wenn der ist alt und hat keine Kinder. Und wir wollten aber, dass der regelmäßig mit Gott verteilt, wenn wir uns Zeit nehmen, Abraham seine Geschichte mal wirklich überlesen und horchen, dann möchten wir dort Abraham lecken, so Noah, wenn Abraham spaziert mit Gott, so ein Freund. Und einmal war fängt wir an und trägt Gott kommt rauf und redet mit Abraham, so du musst ein besonderer Mann gewesen im Sinne von Gehorsam. Aber wir wollten auch dort mangt die ganze verdorbene Welt, was wir fing, wählt Gott sich Abraham ganz spezifisch und sagt, du sollst deine Kinder belehren. Und du sollst deine Kinder nicht bloß belehren zum Geschmack sein, du sollst deine Kinder belehren an das ganze Pack. Du sollst eine Evidenz sein von der Geschichte, von der Menschheit. So sagt dort verstanden. Du sollst ein Volk sein dort, wer immer auf der Welt lebt und der will die Wahrheit weiten, dann soll er nur Israel kommen. Nur Abraham seine nu kommen, dann soll der fragen, okay, wer ist Gott? Dann soll er die Geschichte vertellen. Wo will Gott von uns? Dann soll er dir dort sagen. Wo soll wir leben? Dann soll er dir dort vertellen. Du hast ein ganzes Pack mit Dingen, was zu Abraham gesagt wird. Und Luther, wenn wir im Neuen Testament sind, dann wollen wir morgen dort von uns als Christen, was rein Kraft das verlangt. Wir sollen unsere Kinder belehren, nicht bloß ein bisschen. Wir sollen die Gott sein Welt unterrichten in der Gerechtigkeit in der Reich und Unreich lehren unterscheiden. Dort wollen wir Luther luten. Aber der Rest fängt hier an. So, wir immer von uns mit Bibellesen zu tun ist, jeglich sind oder nur weit im Alten Testament lang. Dort fällt sich aber so, wie sollen für diese Lektion von, wo wir nennen, Abraham, Isaac und Jakob seine Zeit, fehlt auch mit, wie die ganze Bibel würden durchlesen. Aber wenn wir kommen bloß, Eerste, tweede en derde Mose einmal durchlesen, dann wollen wir alle ein Teil von dem weiten. Wir wollen uns Zeit nehmen, nicht das Blatt verbessern, wir wollen ein Teil mit Abraham, Isaac und Jakob schaffen, aber wie bei den Sklaverei sind, wo du dann in Ägypten anfängst. Gott segen mit dir.